Österreich, 25. Folge Wiener Stadionvlog. Wie man unschwer erkennt, Simon Hitzing heute. Mein Geheimtipp kriegt. Passione de Ferdinando. Passione de Ferdinando. Eine Pizzeria in Hitzing. Da schauen wir jetzt mal noch einen Platz kriegen vor dem Match. Sind relativ knapp mit der Zeit, aber. Gar nicht. So. Glaubst du nicht? Ich meine, jetzt ist 15:10. Ja, wir fahren 2 Stationen mit der Uhr weiter. Und Ja, ich bin gespannt, weil du weißt nie, wie lange es dauert. Wird schon passen. Wir waren schon mal später dran. Das stimmt, ja. Zum Sportlichen. Heute geht es auf gegen Blau-Weiß Linz. Also Blau-Weiß Linz ist bei uns zu Gast bei der wunderbaren Rapid. Austria ist leider 1:0 beim WRC hinten im direkten Duell. Und wir gehen dann im Lokal wieder drauf. Ja, Hitzinger Hauptstraße 6, wie ihr seht. Die Ferdinando Passione wurde erst ausgezeichnet, auch im letzten Jahr. Angeblich die beste Pizza. Da gehen wir jetzt drauf. Bei die Karte durch. Pasta, Pizza. Und? Weißt du schon, was wird, lieber Amir? Noch nicht. Was sagst du zum Lokal an sich? Kleine italienische. 6, 7 Tische gibt es noch. Ja, oder viele kleine, ne? Viele Bilder an der Wand. Italienische Fett, original, authentisch. Schaut echt super aus, ja? Auf jeden Fall. Es wird eine Amore, es wird eine Pizza Amore heute. Schaut ziemlich ähnlich aus. Wie meinst du? Fast das gleiche, obwohl es unterschiedlich ist. Ja, bei dir ist Mozzarella drauf, bei mir ist Grana drauf, ne? Wenn man so nimmt. Schaut gut aus. Bin echt gespannt jetzt, was wir sagen. Ja. Ich meine, wir mussten hierher gehen, wir hatten den Tipp ja auch von in den Kommentaren auch unter anderem. Ne? So, Er war auch einmal drinnen, ja. Randale war auch drinnen, aber Randale spätestens um 17 Uhr auf, wie du weißt. okay. Also ohnehin keine Chance und 13. halt heute, ne? Ja, geh mal rein. So, Pizza ist vorbereitet. Ich hoffe, du bist hungrig, Amir. Auf jeden Fall. Schaut extremst fluffig aus. Echt gut. Die musst halt, neapolitanische Pizza, das muss man halt sofort essen. Also neapolitanische Pizza liefern lassen, Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. habe ich schon ein paar Mal gemacht, wird nichts. Okay. Du musst im Lokal essen. Geile Pizza. Kann man wieder hergehen. Auf jeden Fall. Das ist schön Am so. Hauptplatz in Hitzing aussteigen. Ich sag, wir haben jetzt überhaupt nicht lang gewartet, keine 10 Minuten, oder? Super. Wirklich geil. Echt, was es verspricht, oder? Schaut echt gut aus, also mir schmeckt, aber deine Meinung zählt. Das ist echt nice, ja. Ist gut? Das ist echt lecker, ja. Ja? Also, wie gesagt, Via Toledo super Pizza. Also ich will jetzt auch nicht sagen, die ist besser oder die ist schlechter, soweit habe ich noch gar nicht gegessen. Ja. Aber die Konsistenz, Frische, alles gegeben, was du bei der Pizza willst. Und kann ich euch nur empfehlen. Echt super die Pizza da, ja. Ja, passt. Dann lass Vor allem es Malzert haben wir, lass das schmecken. Malzert. Bei dir neigt sich dem Ende zu. Bei mir ist noch ein bisschen viel Salat, muss ich ehrlich sagen. Also am Rucola hat man nicht gespart. Für meinen Geschmack persönlich halt ein bisschen zu viel, aber alles in allem eine super Pizza. Echt empfehlenswert. Kommt daher. Preise auch voll in Ordnung. 15 € circa am Stück für eine Pizza. Ja, aber Auf alle Fälle wert. super. Alt bewährt, bitte davon von schaut. Ne? Es ist Zeit für die Prediction, wenn wir da sind. Ne? Was glaubst du heute? Trainerdebüt Robert Klaus bei der Rapid. Ich sage ein 3-1. 3-1. Dann sage ich 4-0. Und Guido Burgstaller trifft. Trifft er heute? Ja, er trifft heute. Ja, gut so. Sind wir eh gleich beim Stadion. Gehen wir mal rauf. Sie müssen dann gleich drinnen. Drin sind wir. Ja, endlich wieder in der Kirche. Endlich wieder beim Block West. Bombenstimmung, beste Stimmung in Österreich.
Linzer sind aber heute auch nicht wenig da. Und Protest! Protest! Funktioniert auf Danke! Wir kommen zu den Mannschaftsaufstellungen. Zunächst und jetzt wollen wir gemeinsam zusammen. Hier ist die Mannschaftsaufstellung von Rapid. Mit der Nummer 45, Niki. Mit der Nummer 27, Marco. Danke. Man spielt zumindest nach vorne, wie sonst auch, und trifft das Tor nach wie vor nicht. Komm, Guido! Querfelder ist schon wieder dran. Wahnsinn, was für Luftduelle die man gewinnt. So wird es zumindest. Minute 25. Blau-Weiß steht hinten, Rapid macht das Spiel, aber nichts Zwingendes, gar nichts. Das ist, ja. Links ist er komplett frei, verstehst du? Ein schöner Angriff in Minute 32. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Ja, Spiel nimmt Fahrt auf, Niveau wird besser. Jetzt greift der Abseits nach 15 Minuten. Ja, entweder bist du sicher oder nicht, aber das ist ja Wahnsinn. Wenn der 2 Meter vorne ist, um was geht's, das ist so lächerlich. Naja. Halbzeitpfiff. Kurze Halbzeitanalyse. Geht gleich wieder los. Also Ballbesitz haben wir mehr, aber das war's schon wieder, oder? Was gibt's sonst zum Sagen? Hoffen wir auf eine bessere Zweite. Ja, was kannst du zuerst sagen? Ja, nicht viel, wie gesagt, nur viel Ballbesitz gehabt, nicht gefährlich geworden. Also da ging von Gefahr war nichts zu sehen. Es war, wie man sich dachte, natürlich Blau-Weiß steht hinten drinnen, ist logisch. Warum er da mit einer Spitze spielt, ich verstehe es nicht. Das versteht keiner. Hoffen wir, dass es besser wird in der zweiten. Schauen wir. 47.
Und schieß! Jawohl! Der Torschütze, unsere Nummer 27, Malto. Neuer Spielstand, Rapid. Blau-Weiß links. Danke. Ja, komm. War schön gespielt, Mann. Die Stimmung heute wieder einmalig. Die erste schöne Aktion. Wie kommen die Flanken heute? Ich spiele ja seit 20 Jahren Fußball. Muss verstehen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Doch gut. Du sagst 1-0 für Wien, weißt du, stark oder? Reinschaust. Verschallen, Guido, verschallen! Bist du deppert? Hier noch was. 17.500 Fans im Stadion. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Komm jetzt, Marco. Ja, ist zu weit draußen schon wieder. Okay. Kannst du nicht bringen, das Kurze. Rapid Viertelstunde. Ja. Das Highlight des Spiels, mehr gibt es nicht zum Sagen. Hardum hat Geld, Hardum hat ihm umgehauen, Hardum hat um. Offizielle Mannspielzeit in der zweiten Spielhälfte 5 Minuten. Du willst bei der Premiere das Klo. Schon am Heimweg. Ja, ist auf
überfahrene Partie, 1-0, mit einem abgefälschten Schuss, abgefälschter Assist. Mein verdient war es ja, weil Blau-Weiß hat halt wirklich gar nichts gemacht. Aber, Stimmt, ja, wie siehst du es? wie du schon sagst, das war. Also ich hätte mir mehr erwartet, spielerisch vor allem hätte ich mir mehr erwartet. War früher viel besser. Und schauen wir mal, was der neue Trainer macht. Deshalb gibt es nicht viel zum Sagen dazu. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke euch. Dass euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da und alles Liebe. Zum Ich wollte den nächsten Mal. Kopf nicht so abschneiden gerade an mir, weißt du, aber es passiert. Machst du immer, ich bin sehr schon gewohnt. Bist du das gewohnt? Ja. Okay, dann grüß euch. Servus.